Goedemorgens, levenswasserkjak. Dat zo goed in alle te zijn. Ik hoop je hebben al een goede aanvang te je zondag gehad. Voor een van jullie wat niet menig kende, mijn naam is Kenneth Giesbrecht. En in 2018 trok ik mal hier aan. En toen hier schaffen voltijdig heb ik levenswasserkjak. En zo ik zijn heel pot was van deze kerk vandaan aan. Ik schaf hier nu niet meer voltijdig, maar mijn vrienden en ik, we zijn hier nog maar methelpen. We gleichen hier een levenswasserkjak te doen. En dan een paar maal het jaar heb ik de gelegenheid dan hier verder te komen en je de boodschap met doen. Zo meestal een grote eer van deel en je met zijn. En zo kijken we verder wachten wat God wil zeggen door de godsdienst te ons. Zo de tijd wat ik van deel wil doorgaan en dan ik zien wil. Zien wil. God zien wil. Nu, dus een vraag wat ik geloof, jeder einer van ons heeft zich zelfs gevraagd in ons leven en dat is dit. Wat is God zijn wil voor mijn leven? Wat is God zijn plan voor mijn leven? Wat zijn ik hier op deze eerd? Wat is God zijn wil voor mijn leven? En we vragen ons vielleicht deze vraag op verschillende tijden in ons leven. Ik weet ook dat het bijzonder zo veel vrouwen met nog een beetje jonger weer, om 18, 20 jaar. En ik geloof dat van jullie die vrouwen niet helemaal de vrouwen. En er komen welke entscheidungen op. Zal ik de persoon bevrienden of niet de persoon bevrienden? Zal ik de arbeid nemen of niet de arbeid nemen? Zal ik naar Canada tragen, naar Bolivia tragen of naar Afrika tragen als een missionair? Wat zal ik doen? Wat is God zijn wil voor mijn leven? Maar ik geloof, die vrouwen ons ook een andere punt in ons leven. Iedere grote entscheiding, die brengt deze vrouw op. Wat is God zijn wil voor mijn leven? En zo voor mij persoonlijk, deze laatste tijd heb ik aan deze vrouw een beetje anders gedacht. Mijn vrienden en ik, we waren ons eerste baby, we gingen al zo verder weg te dat. Maar nu vraag ik, oké, waar kan mijn jong leren God zijn wil te worden, wanneer hij wordt opwassen? En zo wanneer ik aan deze thema dacht, en deze tijd van leven waar ik nu ben zijn, dacht ik zo, ik wil deze boodschap vooruitmaken en de hier predigen, als een beetje een uitwonk, en dan laat ik mijn zien dat hoffentlich ik een dag leren. En zo dat is de vraag wat we willen vandaag beantwoorden. Wat is God zijn wil voor mijn leven? Iedereen wil we gleichen dat God ons wil een WhatsApp schicken. We willen klaarheid hebben. We willen gleich, zal ik die entscheidung nemen of die entscheidung? En we willen gleich mal klaarheid hebben van God. Oké, wat is God zijn wil voor mijn leven? Wat voor een entscheidung zal ik nemen? Ik zei de persoonlijke was. Iedereen maandenlang je twijfelt en je kämpft met dit God. Zeg me bloos maar wat ik zal doen. Ik wil niet een aardige entscheidung nemen, niet en die wil zijn. En zo dit is de vraag wat ik wel vandaag beantwoorden met je alle top. En ik hoop deze boodschap geeft je klaarheid en je in je leven wanneer het gaat met deze vraag. Wat is God zijn wil voor die leven? En zo dat is mijn ziel, dat die worden klaarheid ving wanneer het gaat met dit thema. Dat die kan verder weggaan, de entscheidung nemen wat voor je zijn en de entscheidungen nemen in het leven waar je bent zijn. Zo dat is mijn ziel van deze boodschap. Wat is God zijn wil voor mijn leven? Iedermaal geloof ik God zijn wil voor ons leven als een punt. Een punt wat we een dag in de toekomst hoffentlich worden vingen. Ik hoop 30 jaar van nu wieder, heb ik den punt gevangen, wenn wat ik op deze eerd zijn opgesteld. Wenn wat God mij hier heeft leven gegeven. Ik hoop een dag vang ik den punt van mijn leven. Ik hoop een dag vang ik den plan van mijn leven. En ik wil niet 40, 50 jaar wieder zeggen, oké, wat, nu heb ik alle entscheidungen gemerkt, nu heb ik dat niemals gevangen. Ik kan niemals God zijn plan voor mijn leven gevangen. Iedermaal denken we aan God zijn plan als een punt. Maar dat stimmt niet. En ik ben hier te mij zeggen, God zijn plan voor die leven is niet een punt wat die hoffentlich was een dag in de toekomst ving. God zijn plan voor die leven is een wandel. En zo dat is wat we worden kijken door deze boodschap. God zijn wil is niet een punt wat die ons ving. God zijn wil is een wandel. En zo we willen kijken naar het thema van zijn wil. Nu, dat is wichtig dat we een beetje verstaan, dat God zijn wil is opgedeeld in 4 parts, zoals die kan zijn. En het is wichtig dat we dat verstaan, dat we niet, wenn we de Bibel lezen, dat we niet daarin ondergaan met deze verschillende dingen, wat God zijn wil alles ontwikkelen dat. En zo ik wil even de 4 dingen vandaag met je gaan. Zo we vangen met God zijn himmlische wil. Dit is God zijn grote wil. Dit is de God zijn wil wat hij had voor hij mensheid maakt. En dit is God zijn wil wat wordt rieken, wat we alle top worden met amtop in himmel zijn. Dit is God zijn himmlische wil. Dit is zijn grote plan voor alle mensheid, voor alle wereld, wat er zal passeren. En du en ik, we kunnen dat niet ändern. We kunnen niet God zijn himmlische wil ändern.
So wir fangen an, dat is Gott zijn grote Willen für alle Menschheit hier auf dieser Erde. Und dann soll wir Gott sein freier Willen. Und auf dieser Erde, Gott hat uns einen freien Willen gegeben, um entscheiden, gut oder schlecht zu tun. Und Gott hat uns einen freien Willen, wir können das irgendwann nicht ganz verstehen, wo das schaffen hat, aber wir sehen, dass Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Das dritte ist Gott sein moralischer Willen. Gott sein moralischer Willen hat beschrieben in der Bibel, für wo wir uns leben sollen. Was Sinn ist und was nicht Sinn ist und wo Gott will haben, dass wir sollen uns leben. Dort kommt unser Gott sein moralischer Willen. Na, der letzte, dat wat wir alle das nieuwsgierigste toe zijn, is wat is God zijn persoonlijke Willen für mein Leben? Wat hat Gott für mich persönlich geplant? Was ist Gott sein persönlicher Willen für mein Leben? Und so, das ist wichtig, dass wir wollen da ein bisschen, wo Gott sein Willen schaffen hat. So, eine Botschaft, wo ich diese vier Dinge durchgehen, dass die Klarheit kriegen, wenn das Thema das Thema von Gott sein Willen. So, wir fangen an mit Gott, sein himmlischer Willen. So, ich sage, das ist Gott sein Willen von Ewigkeit bis Ewigkeit. Das ist ein großes Bild, der Willen für alle Menschheit, für die Erde. Das ist Gott, sein großer himmlischer Willen. Und wir sehen in Jesaja Kapitel 46, Vers 10, Gott sagt das. Gott sagt, ich sei von fernher, was passieren soll. Und hat jeher gesagt, was kommen wird. Und ich sei noch weiter, was ich geplant habe, wo ich fertig mache. Und was ich mich vorgenommen habe, wo ich tun. Und so Gott sagt, was ich geplant habe, dort wo ich tun, was ich mich vorgenommen habe, dort wird passieren. Das ist Gott sein himmlischer Willen, wenn er kämpft, wo die Welt und alles, was er gemerkt hat, soll schaffen. Das ist nicht, was du da auch tun kannst, zumindest das andere. Gott hat sich das vorgenommen und er wird das durchführen. Und so, wenn wir das wollen, das ist ein Bild sein, ich sage, ein Bild ist eine Linie. Und evens, das hat nicht wirklich einen Anfang und nicht wirklich einen Ende, das fängt von aller Ewigkeit an und geht bei aller Ewigkeit. Aber Gott sein himmlischer Willen wird ein bisschen so ausbilden aus einer Linie. Und so Gott sein Willen für Menschen wird Menschen merken, in denen sein Bild. Gott hat uns in denen sein Bild gemerkt, dass wir wollen mit uns freien Willen entschließen, zum Arm nachzufolgen, zum in Gemeinschaft haben mit Gott und Arm zu leben. Das ist Gott sein himmlischer Willen. Haben wir uns in sein Bild, dass wir wollen ein Verhältnis haben mit Gott. Für alle Ewigkeit. Das ist Gott sein himmlischer Willen. Und dann wir sehen dort, Adam und Eva, die drehen weg von Gott. Die Menschheit dreht immer weiter weg von Gott. Und dann Gott in sein himmlischer Willen entschloss sich, dass wir den sein einziger Sinn schenken auf der Erde, zum Sterben von unseren Sünden, Abstand von der 3D Luther, dass alle von uns, die am Glauben dann ein ewiges Leben haben, und dass wir einen Tag taub sein mit ihm in alle Ewigkeit. Dass ein Tag in der Zukunft, wenn der Trompet wird blusen, alle uns, was wir tot sein an Christus, wird abstehen von dort und wir wollen mit Gott taub regieren für alle Ewigkeit. Jeder Knie wird sich biegen, jeder Tongue wird das anerkennen, dass Jesus Christus es hat. Das ist Gott sein himmlischer Willen. Und wir sollen das spielt durch die Bibel. Wenn Gott eine Versprechung merkt hat, wenn Gott eine Prophezeiung geben hat, das kommt unter Gott sein himmlischer Willen. Das ist nicht ein Ding, was du erkennen kannst, um Gott sein himmlischer Willen ändern. Das ist nicht ein Präsident, was das kann ändern. Das ist nicht ein Krieg, was das kann ändern. Das ist keine Christenverfolgung, was das kann ändern. Nicht nur Sütung kann das ändern. Sütung braucht das jeder Tag zu ändern. Die braucht das abzuholen. Sütung doch, der hat gewonnen, wenn Jesus gestorben ist am Kreuz. Ich glaube, für 3 Tage hat Sütung doch, der hat könnt Gott sein himmlischer Willen abholen. Und das ist, was Sütung braucht zu tun. Der braucht Gott sein himmlischer Willen jeder Tag abzuholen. Der Tag für 3 Tage hat das gebracht, weil Jesus stand ab von dort. Und so, das ist nicht ein Ding, was du erkennen kannst, um das anderen. Kein Krieg, keine Verfolgung, nichts, was auf dieser Welt passieren hat, ändert Gott sein himmlischer Willen. Das ist nichts, was das ändern hat. Nicht Sütung, keiner ändert das. Und so, was tun wir dann mit dieser Information? Wenn ich das nicht ändern kann, was soll ich dann mit dieser Information tun? Und das ist das. Wir vertrauen Gott sein himmlischer Willen. Das ist, was wir tun. Wir vertrauen Gott sein himmlischer Willen. Und don't die Weide, was wir in dieser Welt durchgehen, don't die schlechten Dinge, was passieren, die Verfolgung, was passieren, don't. Wir vertrauen Gott sein himmlischer Willen, wenn wir wollen das nicht ein Ding, was Gott sein himmlischer Willen wird abhören, merken von so wollen. Und so wir vertrauen dort. In Wirklichkeit ist das ein großer Trost. Wenn wir wissen, dass Menschen können mit Gott sein himmlischer Willen Mann spielen oder so, dann können Mann spielen, wir würden nicht so illusion sein, würden wir.
En so, dit is een troost in ons leven wo wir uns kunnen op vertrouwen, dat God zijn himmlische welt ändert niet. En zo, dan voor ik op deze wereld beleven, dat ik weet, God heeft al gewonnen. Ik weet, ik wil een dag taub zijn met hem voor alle eeuwigheid. Niets ändert God zijn himmlische welt. So, wir vertrauen God zijn himmlische welt. Nou, de tweede part is God zijn vrije welt. Dit is God zijn welt, wat hij ons heeft gegeven, hier op deze eeuw, om entscheidungen nemen. En zo verder, wenn wir teruggaan naar het beeld, ik heb God zijn himmlische welt geboven, dat is niet part van ons vrije welt. Wenn ons vrije welt ändert, dan zijn himmlische welt niet. So, dat is geboven. Maar dan op deze eeuw, geeft God ons een vrije welt. Een vrije welt om entscheiden, goed te doen, slecht te doen. Een vrije welt om Jesus Christus aan te nemen of niet aan te nemen. Om God leven of niet aan leven. Om hem nu volgen of niet aan nu volgen. God geeft ons een vrije welt. Nu, dit is iedereen dat denkt wat we meestal niet kunnen verstaan. Wenn wir sagen, okay, wenn wat al deze slechte dingen wat in deze wereld passieren dat, wenn wat passieren slechte dingen te Christen, te gode mensen, wenn wat als door sterven, hungersnood, wenn wat zijn al deze dingen doen. En dat komt alle van vrije welt. En dan de vraag is, wenn wat geeft God ons dan een vrije welt, wenn dat brengt dat te zoveel voordeel op de wereld. Nu, in werkelijkheid, wenn dat komt op vrije welt, God zijn himmlische welt wird een verhältnis hebben met ons. Dat wir am zullen leven. En du hast kein verhältnis vrije welt. En du hast kein life vrije welt. Wir sollen doch auch beten in onze Welt verdelen. In onze Welt verdelen sollen wir alle sagen, AI, computers, die al programmiert zijn, om zo zich opstellen, als wat die eigen partner wird sein. Du kannst mit dieser AIs spazieren, mit den schreiben, die sagen all die Dinge, was du was hören, und dort hört sich mal so, dass AI, die läuft die. Die sagt alle Dinge, kriegst du dort was hören in dein Leben. Aber die Frage ist das wirklich läuft? Und die Antwort ist nee, wenn das AI ist programmiert, um die Dinge sein, die haben nicht eine freie Wahl, um entscheiden, dass die Wahl die Dinge sein oder nicht sein. Dass die wirklich Wahl die leben oder nicht leben. Und so kriegt so ist Gott. Gott will nicht Robots mehr, Gott will nicht AI mehr von uns, wo programmiert werden, bloß um gute Dinge tun, zum am nu folgen. Wenn unfreie Wahl hast du nicht ein Verhältnis. Unfreie Wahl hast du nicht läuft. Und so kriegst du in den eigen Partner. Die eigen Partner, der entscheidet sich, die zu leben, mit der freien Wahl. Und so, du weißt, dass die Person wird sich können entscheiden, die zu verlieren in diesem Titel. Aber du merkst, die freie Wahl merkt dort läuft, dort merkt das Verhältnis. Und kriegst aus Gott. Gott sagt, ich will ihnen freie Wahl geben, wenn ich will haben, dass die sollen wählen, dass sie ein Verhältnis haben mit mir oder nicht. Die kannst wählen. So Gott, ob das ihr, ja von uns eine freie Wahl zu entscheiden. Ohne eine freie Wahl hast du keine Life und du hast kein Verhältnis. Aber Gott sein freie Wahl hat Folgen. Gott sein freie Wahl hat Folgen. Und dort, wo all diese schlechte Dinge an der Welt ankommen, das sind Menschen mit der freien Wahl, die sich entscheiden, diese schlechte Dinge zu tun. Und iedermaal haben wir keine Zeit über. Wenn eine Person mit der freien Wahl sich entscheidet, sich zu besuchen und fortgehen zu kriegen, und du fährst irgendwo hängen oder du fährst eine Familie, und du hast ein Accident, und die kommen alle zu Tod, wie dort Gott sein Plan. Und ich würde sagen, no, das wird nicht Gott sein Plan, dass dort soll es dort passieren. Aber wenn Gott uns eine freie Wahl gegeben hat, um Entscheidungen zu machen, die freie Wahl, die kämpft mit Folgen. Die freie Wahl hat Folgen in mein Leben, und meine freie Wahl hat Folgen in dein Leben. Das ist die Welt, wo wir sind. Wir können nicht immer verstehen, wenn all diese schlechte Dinge passieren. Wenn gute Dinge oder schlechte Dinge zu guten Menschen passieren. Wenn Christen man leiden unter das. Und das kommt von her, dass Gott uns eine freie Wahl gegeben hat. Gott seine freie Wahl hat Folgen. 1. Korinther Kapitel 10, Vers 23 sagt das denn. Wir haben alles Freiheit, aber das geht nicht alles zum Guten. Wir haben alles Freiheit, aber nicht alles bietet ab. Und so Paulus sagt hier, du hast Freiheit zum Wählen. Du kannst dich entscheiden, dass du was Gutes tun oder dass du was Schlechtes tun. Du kannst dich entscheiden, dass du was andere abbieten oder die durchreden. Und so, du hast alles Freiheit. Gott hat dir das freie Wahl gegeben, weil wir mal anerkennen, dass Gott seine freie Wahl hat Folgen. Die freie Wahl hat Folgen um mein Leben, mein freie Wahl hat Folgen um dein Leben. Aber das muss du sein, wenn anders unfreie Wahl hast du nicht läuft und es nicht ein Verhältnis mit Gott. Und so Gott gibt uns das freie Wahl, dass wir können entscheiden, dass wir am nu folgen oder nicht. Was wir mit uns leben hier auf diese Erde wollen tun. Das ist Gott seine freie Wahl. Und so, wir sollen dort auch mit dieser Geschichte, mit all den Weiden, die in der Welt passieren, Gott braucht danach die Weide
vor allem seine Herrlichkeit. Wie soll denn Josef seine Geschichte? Josef seine Brüder, die entschließen sich, Josef zu verkaufen muss und Sklaven nur der Ägypter. Und so wie doch Gott seinen Plan, den seine Brüder dort werden tun? Ich würde sagen, nee. Dat wir die freie Wahl von den Brüdern, wo dort entschließen deuten. Und so nie als Josef durch ein Sklaven in Ägypten, er musste schaffen, dann ist eine früh, wird wel mit einem Top schlugen, Josef dat er nicht, Josef rennt weg, das ist früh verklärt Josef, und niemand Josef in Gefängnis nehmen. Wie dort Gott sein Plan, dort er in Gefängnis nehmen kommen? Ich würde sagen, nee. Aber dat wir das freie Wahl, was Gott lässt passieren, wenn er ja Menschen diesen freie Wahl. Aber danach mit all diese Weiter, was passieren in deinem Leben, Gott braucht danach für den seine Herrlichkeit. Luther sei wie dort Gott raubt am der Rüt von das Gefängnis, merkt am zweiten Hagstedt über ganz Ägypten. Und so das ist Trost für dein Leben. Du kannst nicht verstehen, wenn du mal sagt, diese schwere Tiden durchgehen. Ich kann nicht verstehen, wenn Gott lässt, diese Dinge passieren. Aber Gott kann danach die schwere Dinge in dein Leben bringen, für den seine Herrlichkeit. Dat wir nicht in sein Plan, dass diese stark, diese schwere Dinge gehen. Aber Gott kann danach dort bringen, vor allem seine Herrlichkeit. So, das ist wichtig, dass wir dort anerkennen, dass uns freie Wahlen haben fallen, entweder gut oder schlecht. Und so, was tun wir mit dieser Information? Wir nehmen Gott seine freie Wahlen an. Wir nehmen das an. Wir können das nicht immer verstehen, aber wir nehmen das an. Und ich nehme das an, okay, meine freie Wahlen haben fallen an andere Menschen ihr Leben und andere Menschen ihre freie Wahlen haben fallen an mein Leben. Ich kann das nicht immer verstehen, aber ich will Gott vertrauen und ich will das annehmen, dass Gott hat mir eine freie Wahlen gegeben und Gott will ein Verhältnis haben mit mir. Und er will haben, dass ich mir das so wählen, es ich will am nu fallen oder nicht. So, wir nehmen das an. Wir nehmen Gott seine freie Wahlen an. Der dritte Part von Gott seinen Wahlen ist Gott sein moralischer Wahlen. Und das freie Wahlen, was er uns hat gegeben, was soll wir dann nicht tun? Wir wollen, dass some Dinge haben gute Folien, some Dinge haben schlechte Folien. Was soll wir dann tun? Und so Gott gibt uns sein moralischer Wahlen. Gott sein moralischer Wahlen ist beschrieben in der Bibel, für wo wir uns leben sollen. Gott in sein Wort sagt uns, das ist Sinn, du nicht das. Ich will haben, dass die sollen es das leben. Und so das beschrieben in Gott sein Wort, was denn sein moralischer Wahlen ist für uns leben. Was wir sollen entscheiden, mit uns freie Wahlen zu tun. Und das ist, dass wir wollen leben in Gott sein moralischer Wahlen. 1. Thessalonicher 4, Vers 3 sagt es denn. Gott sein Wahlen ist das. Okay, was ist Gott sein Wahlen? Wir reden von Gott sein Wahlen. Ist das, dass die herrlich leben. Gott sein Wahlen ist, dass die herrlich leben. Wie was meint das herrlich sein? Herrlich oder ab griechischen Hagios meint apotjesat und das hangegeben zu Gott. Und so Gott sein Wahlen ist, dass die herrlich leben. Und herrlich meint apotjesat und das hangegeben zu Gott. So apotjesat von der Welt und das ist, wo die Welt leben wird. Wenn wir so leben, dann ist die Welt, dann leben wir nicht in herrlichem Leben. Dann leben wir nicht in Gott sein Wahlen. In Gott sein Wahlen ist, dass wir sollen herrlich leben. Und wo tun wir das? Das ist beschrieben in Gott sein Wort. Gott gibt uns in sein Wort weh, wo wir sollen herrlich leben, wo wir sollen apotjesat sein von der ewigen Part von der Welt und wo wir sollen anders sein von der Welt. So das ist Gott sein moralischer Wahlen. So hast du das Bild hier. Hier habe ich freie Wahlen und bei einer freien Wahl gibt Gott uns sein moralischer Wahlen. Und das ist wirklich, wo Gott will haben, dass wir sollen uns leben als Ende des Krons von Gott sein moralischer Wahlen. Gott will haben, dass wir sollen apotjesat sein von der Welt und wir sollen so leben, es wird die Bibel uns sagen hat. Und die Bibel sagt uns Dinge, die Sinn sind. Die sagt, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht liehen, du sollst nicht mördern, du sollst all diese Dinge nicht tun, das ist Sinn. Und Gott sagt uns, okay, wo wir sollen leben, läuft die nur aus die Salz. Sie eine jeweilige Person, dein Mann in deiner Umgebung, in deiner Familie, läuft dein Ehepartner, tragt deine Kinder jährlich ab. All diese Dinge sind beschrieben in Gott sein Wort, für wo wir uns leben sollen. Und ich komme hier an moralischer Wahl nennen. Und so Gott sein moralischer Wahl ist schwarz und weiß. Was beschrieben ist in der Bibel, was Sinn oder nicht Sinn, das schwarz und weiß. Und Gott will haben, dass wir sollen an sein moralischer Wahl leben. Und ich denke erst mit Gott sein moralischer Wahl, gibt uns Freiheit. Gott sagt, wenn du in mir moralischer Wahl leben darfst, du lebst nur die Bibel nur, dann will ich dir die Gelegenheit geben, zu entscheiden, was du was tun mit deinem Leben. Solange du an Gott sein moralischer Wahl leben darfst, dann gibt Gott die Freiheit, zu entscheiden. Ich weiß nicht, es ist das Gleiche, wo ich will sein, aber Gott hat nicht eine einzelne Person gemerkt, für die einen Tag befreien. Gott hat nicht Krieg und Plan, dass die sollst nicht nur Kanada tragen oder dass die sollst in Afrika fahren als ein Missionar.
Gott sagt, du bist ein moralischer Welt, ich lasse die entscheiden, was du wirst tun. Was sagt die Bibel von wer einer soll wählen, das ist sein eigener Partner? Die Bibel sagt, wenn du ein Mann bist, dann sollst du eine Frau wählen. Wenn du eine Frau bist, dann sollst du einen Mann wählen. Und die Person, die du wählen darfst, soll ein Christ sein, soll Gott nur folgen. Das ist das einzige Ding, was die Bibel sagt, von wem du sollst wählen, das ist ein eigener Partner. Apart von dort, lässt Gott die wählen. Er gibt dir die Freiheit zum Wählen. Willst du die Person befreien oder nicht? Das ist 100% up to dir. Und jedem Mal, wir prachten Gott, wenn wir glauben, wir wollen einem Gott seinen Punkt, seinen Willen für uns Leben vermissen. Aber Gott sagt, ich lasse die wählen. Wenn du eine Entscheidung hast zwischen, okay, will ich in Kanada tragen, will ich hier bleiben, beides ist nicht einen Sinn. Gott sagt, ich lasse die wählen. Die beste moralische Welt, was sind die da in der Schein gehen? Sind die da in der Schein gehen in Kanada leben, dann fahr du hin. Gott gibt dir eine Freiheit zum Wählen. Soll ich eine andere Arbeit haben? Soll ich in ihnen die Schafe anfangen? Beides ist nicht einen Sinn. Gott sagt, hey, ich lasse die wählen. Ich lasse die wählen. Du hast Freiheit, beinahe mein moralischer Welt. Und wenn du nicht in Gottes moralischer Welt beim Leben, dass du lebst in Sinn, dann verlangt Gott, dass du was Büße tun, umwegen und drehen Gottes moralischer Welt nachkommen. So, wenn du mal eine Entscheidung merken zwischen eins, was Sinn ist und nicht Sinn ist, dann ist 100% klar, die Entscheidung, die du nehmen. Aber in Gottes moralischer Welt, ja, für die Freiheit zum Entscheiden. Und mit dieser Freiheit, das sei nicht, dass du dann nicht so mal zu Gott kommen und am Frauen verwässert. Wenn so wie wollen und unsere Entscheidungen folgen, und das sind jedem Entscheidungen, die weiser sind, als andere Entscheidungen, die Kurs nehmen. Nu, wir sagen, du denkst an die Geldliehen. Geldliehen ist nicht ein Sinn. Nur nicht in der Bibel sagt, dass das Geldliehen ein Sinn ist. Aber die Bibel sagt, hey, wenn du Geld liehen darfst, dann musst du anerkennen, dass du bist die nächste Person, sein Sklave. Und so vielleicht, wenn du eine Entscheidung hast zwischen Geld liehen und nicht Geld liehen, vielleicht ist es besser, nicht dort zu tun. Das ist nicht ein Sinn. Gott lässt dich danach entscheiden. Das ist nicht ein Sinn. Du bist in sie moralische Welt, aber es ist danach wichtig, dass wir nur Gott kommen verwässert. Das ist nicht unbedingt nicht ein Sinn, vielleicht nur den Gym fahren oder abpassen von uns Körper, aber das ist vielleicht besser, dass wir abpassen von uns Körper. Und so, das sind danach Dinge hier, wo wir nur Gott kommen und verwässert, aber wenn wir an Gott in moralischer Welt sind, dann lässt Gott die wählen. Die haben eine Freiheit. Das ist eine Entscheidung, die du musst treffen. Beides ist in Gott in moralischer Welt und Gott lässt die wählen, was die was tun. Was sind die da in der Schein gehen? Was nur Afrika vor Missionar sein, dann du dort. Was hier bleiben und hier schaffen, dann du dort. Wenn ihr in der Schule was fahren, dann du dort. Gott in moralischer Welt gibt uns Freiheit, aber das gibt uns Weg von Leben. Und der Weg von Leben, in der Bibel, die sind schwarz und weit. Die Dinge, die gerecht sind, du lässt Gott uns entscheiden. Aber die Dinge, die schwarz und weit sind, du verlangt Gott, dass wir wollen gehorsam sein, zu sein Wort. So Gott verlangt, dass wir wollen hier beim Leben in Gott sein moralischer Welt. So was tun wir mit dieser Information? Wir horchen Gott sein moralischer Welt. Wir sind gehorsam, zu wo Gott sein, dass wir sollen uns leben in der Bibel. Das ist, was wir gehorsam zu sein. Gott verlangt, dass wir gehorsam zu sein. Wenn wir nicht sind, dann sind wir Büße tun und umwegen. Aber Gott verlangt, dass wir wollen in dieser moralischen Welt leben. So wir sind gehorsam zu dort, aber dann bei Gott sein moralischer Welt haben wir Freiheit zum Wählen. Die hast Freiheit zum Wählen. Gott in moralischer Welt ist ein Ding, was anderen da mit der Kultur. Bei uns sagt die Kultur, das eine Ding ist gut. Aber Gott in Wort sagt das andere Ding. Das ändert nicht über die Zeit, das ist schwarz und weiß. Gott verlangt, dass wir wollen gehorsam sein, zu sein moralischer Welt. Und nach der letzte Ding, Gott in persönlicher Welt. Das ist eine Frau, okay, das ist alles gute Information, aber hat Gott mir nicht gemerkt mit einem Plan? Hat Gott mir nicht eine Ursache, wenn wir eigentlich das hier sind? Und so, das war wieder nächste Wahl, und kicken, Gott in persönlicher Welt für dein Leben, Gott in persönlicher Welt für mein Leben. Nu weiter. Iedereen denkt, wieso Gott sein Wellen als ein Punkt, wo wir einen Tag deutlich in der Zukunft vorne reden. Aber alle rechte Entscheidungen merken, zum den einen Punkt fängt in der Zukunft, wo Gott mir Wahl handstellt, deutlich von ihm. Das ist nicht Gott sein persönlicher Wellen für ihn. Gott sein persönlicher Wellen für ihn ist nicht ein Punkt, aber das ist ein Wandel. Und so, das ist nicht hier irgendwo ein Punkt, wo du musst siegen an Gott sein moralischer Wellen. Gott verlangt, dass wir hier beim Leben tun, aber dann hat Gott einen persönlichen Willen für dein Leben. Wo das dort? In Epheser Kapitel 2, Vers 10 fängt wir dort an. Wir sind sein Werk. Wir sind Gott sein Werk. Gott hat uns gemerkt. Wir sind Gott sein Werk, geschaffen an Christus Jesus. Wir sind erlöst durch Jesus Christus. Für was von der Ursache? Für gute Werke. So, wir sind gemerkt von Gott. Wir sind geraten durch Jesus Christus. Für was von der Ursache? Für gute Werke. Der Gott vorher
ruid gemerkt heeft. God heeft goede woorden ruid gemerkt voor die wat hij wel aan die zal doen. Dat we aan de wandelen zijn. Nu maak je dat het wandelen. Dat is niet dat u moet proberen deze goede woorden te vinden een dag in de toekomst. Wandel door mijn leven. Wandel door mijn goen. En zo God heeft iedere dag goede woorden ruid gemerkt voor die leven. Wat hij wil aan dat u zal wandelen en leven. Dat is niet een punt 30 jaar van nu. Dat is jeder dag heeft God verher goede woorden ruid gemerkt dat die kost jeder dag doen. Want dit is een wandel, dit is een leven, dit is een goen, dit is niet een punt in de toekomst, dit is van jou. God heeft jeder dag goede woorden ruid gemerkt voor die te doen. En dat is Gods persoonlijke wens voor die leven. Nu, dat zit verschieden. We hebben verschillende families, verschillende vrienden, verschillende arbeiden. We wonen op verschillende steden. Maar God heeft jeder dag woorden ruid gemerkt wat die kost doen. En dat is Gods persoonlijke wens voor die. God heeft die gemerkt. Die heeft Radung door Jezus Christus. Die best van een uurzeker gemerkt voor goede woorden. God heeft deze goede woorden ruid gemerkt. Niet 30 jaar in de toekomst voor die. Maar jeder dag dat u de baan wandelen kost. Jeder dag leefst u. En deze goede woorden wat God heeft verder ruid gemerkt voor die leven. So, waar zit het? God heeft woorden ruid gemerkt. Goede woorden wat die kost doen te die eigen plannen. Jeder dag. God heeft goede woorden ruid gemerkt wat die kost doen te die kinderen en die familie. Jeder dag. God heeft goede woorden ruid gemerkt wat die kost bij de arbeid, bij de kunden, voor die wirt doen, jeder dag. God heeft goede woorden ruid gemerkt jeder dag voor wat die kost en zijn zijn in de ganze omgeving. Dit is niet een ding 30 jaar in de toekomst, dit is een ding wat van jou als ruid gemerkt wordt en van jou doen. God zijn wel is dat die worden en deze goede woorden wandelen. Dat is God zijn persoonlijke wel voor die leven. Dat is niet 30 jaar in de toekomst, dat is van jou wandelt die en deze goede woorden wat God heeft ruid gemerkt voor die. Nu dus een zijn en een beloning voor deze goede woorden jeder dag doen. Dus een zijn al hier op deze eerd voor deze goede woorden wat die doet. Nu in Westen is dat zelfverständlich, maar wenn du was goede woorden doen te die eigen plannen, meest verzaken was je een betere eigen hebben. Wenn du was goede woorden doen te die familie, meest verzaken was je een betere verhältnis hebben met die familie. Wenn du was goede woorden doen te die wirt, te die kunden, bij die arbeid, meest verzaken was je meer kunnen krijgen, meer geld verdienen. Nu dit is niet een verspreking, God verspreekt dat niet unbedingt, niet alle goede woorden worden beloond worden hier op deze eerd, maar dus een zijn hingen deze goede woorden doen, wat God jeder dag heeft uitgemerkt voor die te doen. So, das ist ein Sehen auf diese Erde, aber Gott verspricht uns noch eine Belohnung für diese gute Wohnung und die Ewigkeit. Das sagen wir in Kolosser Kapitel 3, Vers 23, das sage ich dann. Und alles, was immer je tun, tut von Herzen als für den Herrn und nicht für die Menschen. Weil sie wollen, dass die von den Herrn eine Vergeltung von der Aufgabe kriegen wollen, weil sie tun den Herrn Jesus Christus. Und so weiter. Gott sagt, was immer je tun, tut es von Herzen als für mich. Was immer je tun, das meint jeder Tag, was immer du das, wenn du mit den Ehepartner bist, mit den Freunden bist, wenn du in der Umgebung bist, wenn du in der Kirche bist, was immer du das, tut es von Herzen als für den Herrn. Wenn du hast eine Belohnung, wir kriegen ein Aufgabe im Himmel für diese gute Wohnung, was wir hier auf dieser Erde tun. Nicht wahr? Ich will klar machen, wir sind nicht gerat durch die gute Wohnung, dort kriegen wir bloß durch Jesus Christus. Aber wenn wir gerat sind, ja, in den anderen Vers, das sagt, Gott hat uns gemerkt, gerat durch Jesus Christus, finde ihr sich für gute Wohnung zu tun. Was er vorher dem Reut gemerkt hat, für die zu tun, dass die das Band wohnen und Band leben. Was immer die das, tut es von Herzen als für den Herrn, wenn du hast ein Aufgabe im Himmel für diese gute Wohnung. Und so, das ist Gott sein persönlicher Willen für dein Leben. Was immer die das, tut es von Herzen als für den Herrn. Wo immer die bist, du alle, du die Beste mit was die hast, wo die krank bist, dann wollen die Gelegenheit abkommen, den nächsten Staub zu nehmen. Dan haben sie eine Gelegenheit haben, um vielleicht eine bessere Arbeit annehmen. Ein anderes Geschäft anfangen. Die kriegst die Gelegenheit, wenn du bist treu zu dem. Du sagst, ich will alles tun von Herzen als für den Herrn. Und so, wenn du nicht weißt, was Gott sein persönlicher Willen ist für dein Leben, das kriegt das. Jeder denkt, was du das von Herzen als für den Herrn. Wenn Gott hat jeder Tag diese Wohnung gemerkt, für dich zu tun, dass du dabei wandeln kannst, dass du dabei leben kannst. Das ist Gott sein persönlicher Willen für dein Leben. Das ist verschieden für jede Person, wenn wir sind alle eine verschiedene Lehre und Leben. Aber Gott sein Punkt ist nicht ein Punkt, wo wir wollen einen Tag fängen in der Zukunft. Gott hat uns von der gute Wohnung gegeben, wo wir sollen wandeln. Gott hat uns Entscheidungen. Wir können entscheiden in die moralische Welt, was wir wollen tun mit uns Leben. Aber Gott verlangt, dass wir das Beste tun mit was wir haben, wo wir sind. Und dort merkt der nächste Stopp klar, wo wir dann das nächste hingehen von dort. Und so,
Gott zijn himmlische Wellen, zijn vrije Wellen, zijn moralische Wellen, als dat wie worden Gouden wollen doen. Jeder Tag heeft God eruit gemerkt voor hun leven. Dat is wat God zegt in zijn woord. Jeder Tag heeft hij een gelegenheid, die persoonlijke Wellen uit te leven. Je hebt hier wat God die voor je ruim heeft. Dat is niet in de toekomst, dat is kraak van deel. En alles, wat immer je doen, doet van harten als voor den Herrn. So wat doen we met deze informatie? We gaan en God zijn persoonlijke Wellen. We wandelen en God zijn persoonlijke Wellen. We leven en God zijn persoonlijke Wellen. Dat is niet een ding, daar dat je aan de toekomst, dat is van deel kraak heeft God goede woorden eruit gemerkt voor die leven. Dat is wat we doen. We gaan en God zijn persoonlijke Wellen. Nu zum Schluss, bloß noch host ich zum noch einmal ein bisschen übergehen, über die Feierplatz von Gott sein Wellen. Wir vertrauen Gott sein himmlischer Wellen. Die und ich können nicht ändern, Soten können nicht ändern. Wir vertrauen Gott sein himmlischer Wellen. Wir lassen das Treußen in uns leben, wenn wir wollen Gott Tafel gewonnen. Wir wollen einen Tag mit einem Taub sein, für alle Ewigkeit Taub regieren. So wir vertrauen Gott sein himmlischer Wellen. Wir nehmen Gott sein freie Wellen an. Wir können nicht immer verstehen, dass es schlechte Dinge in uns Leben passieren. Aber wir nehmen das an und wir wollen, dass Gott, was diese schlechte Dinge bringen, kann er danach bringen für den seine Herrlichkeit. Und so wir nehmen das an. Wir nehmen Gott sein freie Wellen an. Und wir gehorchen Gott sein moralischer Wellen. Wir sind gehorsam zu Gott sein Wort, wo wir sollen uns Leben führen. Das schworen wird. Das ist nicht ein Ding, was so ist, ein Tag und ändert den anderen Tag. Wir gehorchen Gott sein moralischer Wellen. Und wir gehen in Gott sein persönlicher Wellen. Gott hat uns geraubt zum guten Wollen tun, jeder Tag, dass wir an den wohnen sollen, dass wir an den leben sollen. So wir gehen in Gott sein persönlicher Wellen. Und so, ich hoffe, diese Botschaft hat Ihnen Klarheit gegeben von dem Tempel des Thema. Was ist Gott sein Wellen für mein Leben? Gott sein Wellen für dein Leben ist, dass du jeder Tag alles tun von Herzen, als wenn du das für den Herrn das. Das ist eine gute Wohnung, was Gott für dich hat Freude gemacht. Du hast Entscheidung zu wählen, was du wirst tun mit deinem Leben, solange es in diese moralische Wellen ist. Und so, ich hoffe, ihr habt Klarheit gekriegt in das Thema. Was ist Gott sein Wellen für mein Leben? Und so, ich will gleich bloß noch schließen in Gebet. Und himmlische Vater, Dankeschön für das wunderschöne Tag. Danke für jede Person, die hier ist. Dankeschön für jede Person hier sehen, mit Zeit, mit Guten, mit Geld, in den Himmelreich erwachsen. Und ich bete bloß Gott, musst du uns lernen und Weisheit, wenn wir diese Entscheidungen nehmen, in unserem Leben. Help uns in den moralischen Wellen leben. Help uns gehorsam sein zu dem Wort, wo du sagst, dass wir sollen leben. Und help uns, dass wir gute Wohnung anerkennen, jeder Tag, wo du uns hast gegeben, jeder Tag, dass wir können, wandeln. Wenn das die persönliche Wellen von uns leben. Und Dankeschön, dass wir dir vertrauen können, dass wir können ein Tag ein Himmelreich sein mit dir, Taub für alle Ewigkeit. Amen.